Herr Spautz, die gut. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber nach Ihrer Menge eigentlich schariert kommen, will ich aber nach etwas zurückkommen, von gestern, vor allem von gestern Abend, wo wir eine Diskussion hatten, wo ich der Meinung bin, ganz scheinbar, wenn wir auf alle Fall die letzten Jahre immer der Meinung, dass wir eine Abwertung vom Parlament brauchen. Dafür war ich nicht froh, wie das, was gestern geschieht ist, betreffend Rednerlust, betreffend der Weiß, wie du noch gehecht hast, ich respektiere, dass der Premier muss auf die Somme gehen, er legt die Somme nicht fest, mit dem Datum, wenn ich hier von der Debatte la Nation geschwärzt ging, als den ist aber zwischen der Chambre und dem Premier festgelegt ging, und zwischen der Majorität. Wenn wir als Opposition mehr wollten, die Debatte über den Etat de la Nation nicht haut, nicht gestern, aber schon vor der Vakanz, schon viel mehr lang. Und dafür war ich aber ein bisschen überrascht, über der Weiß, wie es gestern erstellt ging, als wir wollten da nicht demokratisch a proper Match spielen. Es geschieht doch heute noch ein Kehr ähnlich an der Presse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man der Merkel gibt bei Herrn Schäuble gehen und zum Herrn Schäuble so in den Deutschen Bundestag lo andere mehr die ganze Programme, weil ich muss auf Brüssel. Aber dann hätten sie das berücksichtigt, ihre Zugänge. Und ich muss sagen, dass ich mit der Weiß nicht gut fand, wie man im Parlament vorgeht. Und ich auch nicht gut fand, wie ich schon probiert ging, als nachdem viele Questionen urgent gekommen sind. Für der Vakanz, das Reglement sollte geändert gehen, für das Question urgente sollte ernsthaft behandelt gehen. Ich fand das nicht gut. Die Chambre ist dafür, die Regierung zu kontrollieren. Und ich bleibe der Meinung, dass das muss so sein. Und dafür sind wir auch froh, dass am Artikel 70 von der Verfassung steht, dass die Chambre sein eigenes Reglement hat, als sich selber definiert, was eine Formel schafft. Weil sonst gibt es ein B-Mal Gesetz von neuen Hofhallen, und da gewonnen auch dort Chamber vorgeschrieben kriegen, von der Regierung auch vom Staatsrat, wie die Chamber zu funktionieren hat. Weil das mal kein Gesetz zu mir am Reglement stehen ist, dass es nicht die Regierung ist, und dass es nicht der Staatsrat ist, den alles vorschreibt, und was der weiß Parlament zu tun hat, weil, wie steht es so schön an der Verfassung, an den Artikeln 50 bis 75, die Aufgaben und Neutralität von der Chambre als echte Puffer. Und ich will das just ein Jahr erinnern. Ich weiß, dass das eine wichtige Summe ist für den Premier Himmels. Aber ich muss sagen, es war nicht CSV, und dafür war das nicht fair, wie gestern auf der Weiß mit der CSV-Fraktion halb umgegangen ist. Oh, Herr Engel, ich hoffe, dass ich die verliere. Ich gehe doch davon aus, dass das klappen wird. Das ist mir aber wichtig, dass das hier gesagt wird. Weil sonst geht das hingestaltet wie CSV, als geht alles. An 31, dem Motto, haben wir ja die letzte Woche am Ende viel erlebt. Gusti, ich kann noch das von heute Morgen weisen. Du weißt das von gestern Abend, ich das von heute Morgen. Der Damen und Herren, am Mittelalter kann Pest nicht mal schließen von den Stadttieren gestoppt gehen. Pest konnte nicht abgehalten gehen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, haut ein paar Jahrhunderte mich spät, wo Länder probiert, mit Grenzschließungen die Covid zu bekämpfen. Aber wie es nicht gelungen ist, für ein paar hundert Jahre Pest zu stoppen, so war es doch nicht gelungen, die Covid zu stoppen. Und als nur Länder, die mit Fangeren dabei gewiesen haben, für ein paar Monate, die von links, die von rechts, die von unten und die von oben, weil das zweimal ein Jahr dieselbe stellen. Wo man Fangeren dabei gewesen, aber wenn den Haut guckt, an der Presse und an der internationalen Statistik, sie sieht, die ganz viel bei sind mit den neuen Covid-Fällen. Und weil ich wusste nicht, dass Berlin, München und Stuttgart direkt die Seite der Mosel leiden. Ich weiß, dass die Seite der Mosel ist. Aber ich hatte gedacht, dass wir Trier, dass wir Bitburg, dass wir Nennisch, wir wollen aber nur gucken, wo die meisten Fälle sind in Deutschland, so wie das gesagt wird, als das auf einem anderen Platz. Dasselbe gilt für Frankreich, wo die Regionen, die dort zugemacht gehen, oder wo neue Mesure geholt sind, sie noch eine Tier wie Lonkisch an Metz, mit das Paris an einer Ballungsgebiete. Und dasselbe gilt bei unseren belgischen Freunden. Mit Grenzschließungen bekämpft kein Virus. Eine effektive Lösung geht es just durch eine gemeinsame Vorgehensweise an Europa, an den Ländern von der OMS. Klima, Gesundheit, Migration, da helfen keine nationalen Lösungen, aber da gibt es just eine europäische, eine globale Lösung
Und das gilt doch für die Covid und dafür ist es wichtig, dass auch hier auf europäischem Niveau mit eng an derselben Weise geschwärzt wird und dass auch hier geguckt wird, dass wir gemeinsam an einheitliche Covid-Regeln kriegen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, um Lockdown am März stimmt die Ökonomie bald still. An der Sozialstaat ist angesprochen. Der Chômage partiell wird hier gegriffen. 150.000 Salarien à peu près, in der Kerschutzziffer bestimmt am letzten Detail, 100 können profitieren. Das war eine Hilfe für das Personal und für die Betriebe. Aber wir sollen uns nicht vormachen, nicht alle Betriebe werden diese Krise überleben. Und da trotz dem Hilfspack oder den Hilfspack, die am Parlament bestimmt werden, respektiv die nach Werten kommen. Dank denen Hilfe für Betriebe und dank dem Chômage partiell ist das Motto von der Ökonomie Laufen geblieben. Während der Krise hat der Gesundheits- und Sozialsektor eine primordiale Rolle gespielt, genau wie die Post. Aber auch im Dienstleistungsbereich, Sicherheits- und Bootsfirmen, Kommerz, Lebensmittelbranche und Transport, die Sektoren, die nicht gerade bekannt sind, wie wenn sie am Höchstlohnsegment figurieren, haben dazu beigetragen, dass Lützeburg weitergedreht wird, dass Lützeburg keine Lungenentzündung gekriegt hat und dass Lützeburg nicht in der Herz-Lungen-Maschine ökonomisch geguckt stumm. Und dafür gilt der große Respekt den Leuten, die an diesen Sektoren geschafft haben, an denen Leuten, die dazu beigetragen haben, dass die Lützeburger Ökonomie an Leben zu Lützeburg kontinuieren gehen. Die Pandemie hat eine schwere Lehre auf den Arbeitsmarkt gebracht. Die letzten Wochen am Main war Luxair, Guardian, Arcelor, Saint-Paul oder besser bekannt unter dem Namen vom Lützeburger Wort, stehen im Moment am Mittelpunkt. Aber das sind just die Großbetriebe, die da am Mittelpunkt stehen, auch viele Kleinbetriebe mit 5, mit 10, 15, 20 oder 25 Leuten, die ganz viele Probleme machen sich Gedanken, ob es nach über den 31. Dezember heraus kann gehen. Mein Kollege Laurent Moser wird noch nach dort mir am Detail angehen. Wir hatten ein Tripartit Luxair, ein Durchspruch, dass die erste Kehr, wenn meine Informationen an meinem Memoir richtig ist, dass außerhalb dem Stahlsektor, respektive Connex-Betriebe vom Stahlsektor, 600 Arbeitsplätze ohne Entlosungen können aufgebaut gehen, das dann einem Tripartit-Akkord, Talschen geht auf Pension oder Präretreat, und Talschen geht auch nicht das beschäftigt, ähnlicherweise wie bei der Division Antikrise für die eng aus den 70er Jahren oder Dono der CDR aus den 90er und den 2000er Jahren, für das die Leute können in der Beschäftigung bleiben. Und ich meine, dass da der Meilen stehen ist und dass genau so was wie an der Hydrologie, alle Arbeitsplätze, die kann aufgebaut, genau die Entlosung, das ist eine gute Lösung, das ist besser an Leute zu investieren, wie an den Chômage zu investieren. Wir hoffen just, dass bei der Arcelor, bei Guardian und beim Wort, an denen die nach nur kommen, ich hoffe nicht so viel, ich werde nach kommen, dass wir auch dort dieselbe der Weiswerte fangen, wir können zu helfen, sehen wir die Worte Pôle emploi, sehen wir die anderen Hilfsmethoden, wird das auch dort kein Leid, dadurch, dass die Arbeitsplätze müssen aufgebaut sind, am Chômage landen. Wir brauchen für Arbeitsplätze am Kader aufzusichern, respektive neuer zu schaffen, muss man auch verschiedene Sachen auf der Liste stellen. Travaux d'utilité publique, de prêt temporaire, pré-retraite, de réemploi, den unter der Initiative von Nicolas Schmidt aufgesagt, die noch zwar doch dringend notwendig war. Wir müssen sich aber vorstellen, aufgrund von der Krise, die Lorem da ist, ob in einer Zeitweise die Plafongen an Herr Minister weiß, was ich meine, müssten nach Not gesagt gehen und noch da andere Möglichkeiten geschaffen gehen. Das dasselbe gilt, dass man bei der ADEM, aber bei der ITM, wir schwingen das immer als Alleins, dass die dringend müssen verstärkt gehen für die Kontrollen, respektive die Hilfen, die leider am Chômage brauchen, die auch können umzubringen. Das alles ist auch noch völlig vom Sozialdialog. Und da will ich den CES, oder besser gesagt, den Sozialpartner felicitieren, dass sie auch am Sozialdialog einen Akkord von die Teletravail. Das gestern noch schon heute Rede gesagt, kein Teletravail aus durch den Plafond gehen. Der Finanzminister hat gestern in der Strach, dass sie mit den 3 Ländern Arrangementen gefunden, was Besteuerung belangt. Den Herr Schneider hat so gedeiht für einen Monat,
das 1983 das Direktiv europäen de moment vum Dëchfir den Erbeminister huet als awer lächtwoch d'Hoffnung an d'Freet geholll wie oder so gekënnecht, dat se awer am Gang sinn 1883 europäweit zu schaffen, war doch Konsequenzen huet sowohl op dem Teletravai wie op de Schomarsch an do man automatisch auch op de Staatsbudget op all die Ausgaben, die do mat generiert gin. Ich will aber de Sozialpartner feliciitéieren fir den Akkor vum Teletravai, den se von hunn am Kader vum CES, och van do nach verschiedene Upassungen muss gemerk gin, sowohl legislativ wie auch administrativ, so was dat awer een gut Zechen, dats an der ugesperrtner Situationun ze Lützeburg nach méiglech ass Akkoren ze fannen, ähnlich wäre an de 7. Jore wie auch do an der Krisenzeit den Sozialpartner Arrangementer von tun, die sich am 400 Krisen nicht unbedingt immer konfirstellen. Mit sind aber noch andere Probleme, die dabei zukommen. Und das Problem an der Securité Sociale. CNS hat die Chiffren, die man in einer Kommission gesucht hat, 386 Millionen vorgestellt, gestern hat der Finanzminister von 247 Millionen geschwärzt. Du weiß ich noch nicht so richtig, leider als von den zwei Hai, ob die 386 sind oder die 247 oder ob das von 247 just für den Privatsektor war, das noch da an der Terminologie geklemmt wird. Mit wäre aber wichtig, weil da das einfach ein Unterschied von 140 Millionen, den der Ausgabe gegangen sind, und das ist ja klar, dass von Krankenversicherungen aus dem Privatsektor die SU vorgestreckt wird, dass die SU auch eigentlich vom Staat, respektive vom Staatsbudget, zurückbezahlt gesehen. Dass die Diskussionen die Äder 70-Woche-Regelung, die als noch besser bekannt war, in dem Term von den 52 Wochen, bei den 52 Wochen war lo lang roh. Ja, weil von 52 war der 7 schon Blut gegangen ist. Lo sind die 26 Wochen noch rum, lo geht die Diskussion auch darum lassen. Und ich komme nach ein Jahr etwas zurück, weil wir damals haben alle geschwärzt haben, ob wir nicht eine Ausnahme eine Möglichkeit an bestimmte Fälle mehr. Weil wenn nämlich EFT eine Krebszucht hat, und es da knapp so holle, dann kriegt ein Geschütt mit einem anderen Krebs, da könnte nach über die Jahre 70 Wochen. Ich weiß, die keine Hunderten, die keine Tausenden, mit der die Notmöglichkeit muss schaffen, auch Ausnahmebestimmungen können zu erlauben, für das auch die Leute nicht einfach durch die Fälle von unserer sozialen Sicherheit fallen. Viele Leute waren an dem Covid isoliert. Viele Leute haben psychische und mentale Schwierigkeiten. Ein Tabu, und dafür will ich das Parlament extra felicitieren, die Kollegen, die letzte Freitag mit hier waren, wie sie da doch noch ein bisschen durchgestaltet haben. Sowohl bei den Jungen, wie sie waren, aber auch mal da verstanden, dass das sich auch bei anderen Generationen aufspielt. Alle Götten die Probleme, ob das Depression ist, ob das all die mentalen Sachen sind, dass den Tabu muss gebracht werden und dass wir offen alle schwätzen. Und dafür ist offen auch, dass wir eine Aktualität ungefragt von der liberalen Partei, dass wir da auch die richtigen Konklusionen werden zeigen, weil das ganz wichtig ist, dass wir auch dort zu Lesungen kommen, weil das darf nicht einfach schwamm drüber und weiter, das kann nicht sein, wir müssen uns damit beschäftigen, aber wir müssen auch dort die nötigen Konklusionen dazu zeigen. Und ich meine, das Parlament hat das da schon an ihrer Resolution vieles vorgemacht, wo wir auch da sollen drüber gehen, dass wir auch da dann den Griff holen. Aber wenn wir das tun, dann muss man auch schwätzen bei dem Covid vom Gesundheitspersonal. Gesundheitspersonal, wo wir schon eine höhere Aktualität hatten, wo wir auch wissen, dass sie so, und das kontestiert ja auch Chemie, wir haben nicht genug Leute, für an dem Sektor zu schaffen, dass wir unbedingt auch da müssen zusammen mit das Medikationssystem. Weil, ob es 3 Notbeschländer zu hoffen, das ist ja schön gut, wenn ich weiß, dass über 50% von den Leuten, die an dem Sektor arbeiten, von da kommen. Mit dass wir da auch fertig bringen, heute zu Lützeburg, mehr Schülerinnen und Schüler auszubilden, die den Beruf lehren. Und vor der Mal alle die oder viele von denen, die angefangen haben, der 15. September, an bestimmte Klassen, haben in Zwischenzeit, und nach keinen 2 Monate drauf, schon abgehalten. Und auch da ist ein Problem, wenn du keine Möglichkeit findest, für dass die regelmäßig beikommen können, ob das am Firmenberuf, bei den Soignanten, bei den Hebammen, dass es da wichtig ist, dass wir die effektiver von den Schulen an Blut setzen und dass wir auch da mehr Leute mal dran holen. Und das macht das Programm. Wir müssen überdenken, ob alles richtig ist, was wir da freuen, aber was wir da machen. Die Lützeburger Firmen oder die am Lützeburger Schulsystem sind so,
die müssen an den 3 Sprachen perfekt sein. Ich weiß nicht, ob man die von Träger könnt oder die frohen, ob sie weiß, was der Victor Hugo sein Spruch, die dem Herr Wiesler ganz no leid, alles dran steht. Und ich weiß auch nicht, ob sie die von Metz frohen, was am Goethe-Singer Spruch am Mittelpunkt steht. Und dafür müssen den auch das halt frohen, wenn in eine Notsituation hört, da muss ich noch die Mesuren holen, die notwendig sind, für dass auch der Sektor kann weitergehen. Dasselbe ist das, an die Diskussion hatten wir auch, und ich erinnere einmal, dass wir als CSV der Meinung sind, dass wir Covid-Spital müssten haben, abreichten, für dass die anderen Sachen von der Santé nicht einfach gestoppt gehen und auf Zeit gelöst gehen. Ich denke nun die Präventionsprogramme für die Mammographie, die ausgesetzt gehen, für dass die Leute nicht alle Guten mit den anderen Kontakt kommen. Dafür nachher mein Appell, wollte man hören, ob es nicht notwendig wäre, dass wir als Lützeburg eine Covid-Spital machen, wenn wir viel die andere Seite gucken. Ich kann ja so, zu Träger, da war ein Spital, die ein extra Gebäude nimmen hier Covid-Patienten, für das den anderen Regime kann gehen, das könnte doch auf anderen Plätzen an Deutschland, und da sollen wir auch darüber nachdenken, ob es nicht notwendig wäre, dass wir auch ein Gebäude, ein Spital geben wollen, und das als Covid-Spital deklarieren, dass wir dann sicher sind, dass die andere Grundversorgung, die als Leute brauchen, die auch kann abgehalten gehen. Weil die Diskussion wird sich stellen. Wie viele Leute, die krank waren, die nicht konnten, bei ihrem Doktor, die von ihrem Doktor gesagt haben, du bleibst daheim, haut mehr schwer krank sind, aber wie viele Leute von denen Sachen gestorben sind, für die mal durch Covid kennen, dann ist es schwer, das nur zu vollziehen und nur zu gucken, aber das sollen wir als aber, wenn der mit den jeweiligen Spitalsdirektionen schwätzt, kriegt das nämlich gesagt, mit den jeweiligen Doktoren, dass auch da ein Problem war, dass die Leute nicht konnten so behandelt gehen, wie ich es sehe. Der Damen und Herren, liebe Freunde, da gibt es da wohl noch andere Sektoren, die ganz stark betroffen sind. Ich will da verschiedene Einke aufzählen. Wie gesagt, Laura Moser, ich werde einke darauf kommen. Der Event-Sektor, der Lomol weiß, dass bis 2021, bis den 31. Dezember 20 nichts wird geschehen. Wie darüber heraus geht, tut kein Glaskugel für zu wissen, vielleicht die Staats- und Regierungschefin von der Lesung, vielleicht haut am Monat zu Brüssel. Dann hat man einer der so Schweizer. Da Gastro, wie geht weiter bei den Kaffee? Wie holen Koffersfallere, Bootsfallere, die Schwierigkeiten nur, weil sie nämlich klären, nämlich zurückkommen, für was kommen klären nicht drin, nicht allein wegen dem Covid, mit das weiter keine große Hochzeit, das weiter keine große Manifestation, die auch davon von denen Rentreen, von denen Rezepten profitiert tun, dasselbe gilt für das Restaurant. Und dafür hoffen wir, den Hilfspakt, den ungekündigt genoss von der Regierung, leider kennen wir noch nicht, dass auch denen Sektoren da auch Rechnung gedroht gehen. Ich hatte die letzten Wochen viele Gespräche mit Doktoren, Pflegepersonal und noch mit anderen Leuten, schon noch verschiedene Betriebe besichtigt und auch verschiedene Sachen gezählt. Und etwas hat mir aber stark überlegt, dass das von einem Betrieb, der auf Fahrt gegangen ist, kurz vor Covid. Aber die Leute nur durch all Sift fallen. Weil der Streit ist zwischen der Ökonomie und der ADEM, ob die Leute so Chômage kriegen oder nicht. Und dass es weitergegangen ist, ob der Fonds National de Solidarität, und da kriegen die Leute auch nicht geholfen, weil den anderen Dossier noch immer nicht geklärt ist. Und da ist eine Familie, ein Mann und eine Frau mit 2 Kammern, kriegen nichts vom Office Sozial, kriegen nichts vom Chômage, und sie kriegen überhaupt nichts. Ich habe probiert, an verschiedene Ministerien Rückspruch zu holen. Die haben eine Erklärung gegeben, die haben geantwortet, aufgrund von der Datenschutzregelung wären sie nicht an der Möglichkeit, für eine Antwort zu geben. Aber Fakt ist, dass die Familie in der Zwischenzeit seit 7 Monaten keine Loyer bezahlt hat und noch neuerdings kein Bon mehr gekriegt hat, für eine Epicerie sozial zu gehen. Ich habe das aufgrund von einem privaten Gespräch mit einem von den Trägern von der Epicerie sozial, ob man es für die Epicerie sozial an den Griff kriegt, mit den anderen Punkten nicht. Und das habe ich nicht verstehen. Und du meinst, keinem hat einen Vorwurf, aber du musst mal vorstellen, wer so etwas an einem Land wie Lützeburg am Jahr 2020, respektive 2021, wo wir gleich sind, möglich. Weil das sind Leute, von denen du Fall, den ich lohne. Ich würde nicht so ein Kind 100. Ich bin für von euch, und nach einem ähnlichen oder so Fall an der Tasche, und das dafür, wo wir auch das tun, müssen auf der Liste zeigen, für die Leute können zu helfen, für dass die Leute nicht durch die Kurve gehen. Schon mit einer Koppel geschwärzt. Die WLAN schon am Chômage partiell sind sie als Frau.
das Auto Hilfe kriegt. Die verlieren all Monat, sind nicht die schlechte Verdiener, da das richtig, verlieren die 4.500 €. Der Mann kriegt 80%, am Privatsektor und die Frau kriegt 80%. An 4.500 €, da das viel, was sie verlieren, kann ich noch so, die verdienen noch nicht schlecht. Mit ihrem Lebensniveau, ob die Verdienst abgepasst. Für allem ihre Prä, ihr finanzielle Engagementer sind an Tisch, so gesagt gehen, und noch da muss ich gucken, und noch mit denen muss ich schwätzen. Und ich habe probiert, mit verschiedenen Leuten auf Banken zu schwätzen, und da sind als Banken, die hängen mehr flexibel wie die anderen so einfach, wir hängen die Meint haben drin, dann bezahlt der im Moment nicht, und die Meint, die dann nicht können bezahlen, gehen an gehangen, mit den anderen Eis interessiert, der dann nicht. Und wir hätten gerne die Suen, die wir zu gut tun. Auch da muss man uns vorstellen, ich weiß, dass die Dolo nicht mehr in Tapet ist. Aber dass die Leute aber Schwierigkeiten haben, und dass die auch Schwierigkeiten nur für Dono. Das soll nicht nur da denken, auszuzählen, das auch noch für die Retour abzuholen, weil sie muss ja einfach die Rechnungen an die Engagementer bezahlen. Und ähnlich als bei Betrieben. Es sind Betriebe, die viel geholfen kriegen an der Securité Soziale, sie haben Hilfe gekriegt, sie haben andere, die Männer gekriegt, und dann kriegen sie alles zurückgefragt. Nicht alles, aber ein Teil. Wo ich noch sich vor muss stellen, müssen das nicht anders das gestreckt gehen. Wir müssen dort lehen, für das alles zurückbezahlen. Nicht mehr lang gestreckt gehen. Und an einer Entrevue, die wir letztens hatten mit einem großen Lützeburger Patronatsverband, wo man gesagt hat, dass auch nach Betrieben Schwierigkeiten haben, weil das man schon mal partiell nicht mehr so viel lebt wie bislang und dass sie die so nicht mehr so sehr kriegen wie bislang. Ich will nun, den Herr Minister wird das dort genannt, von der Respektiv, die werden noch selber schon vielleicht bei ihm interveniert. Und über die anderen Zucht von Betrieben wird mein Kollege Laura Moser noch nachgehen. Dann haben wir auch ein Problem bei der Jugend. Und ein Problem bei der Jugend, Arbeitslosigkeit so hoch wie noch nie. Und da wird doch wichtig, dass wir daran investieren. Investieren, aber mit den Leuten schwätzen. Mit den Leuten schwätzen über ihr Niveau de Qualifikation. Und gleichzeitig auch mit ihnen schwätzen über ihr konkret Berufswunsch. Schon das gemerkt mit verschiedenen, wo ich die Chance habe, mit unserem Jugendhaus zusammen so was zu sehen. Und du hast mir etwas aufgefallen, das ist nicht nur mit Qualifikation, mit der Sucht, dass wir uns nicht wissen, wer das an dem Beruf X oder dem Beruf Y was verstoppt sich. Ich kann mich erinnern, wie wir an Primärschule gegangen sind, oder ich auf alle Fälle, meine Generation, wo es einen Film gewesen kriegt, Emil de Mond, ein Haus wird gebaut, ein Schreiner, ein Maurer, ein Elektriker. Ich weiß nicht, ob die Sachen heute noch gibt, aber die Jugendlichen, mit denen ich da geschwärzt habe, die wissen nicht, was der Berufswunsch ist. Und die noch keinen Berufsplan. Und ich meine, dass wir da müssen gucken, zusammen mit der Administration de l'Emploi und mit dem Arbeitsministerium, für mit den Leuten zu schwätzen und da weh zu fallen. Der Moment liegt da an der Education. Ich zweifle nicht dran an der Goodwill von der Education. Wir sind der Meinung, dass das Arbeitsmarkt belangt. Der Arbeitsminister unter dem da der Markt mehr noch ist für die Education. Und dass er noch da müsst gucken, die nötigen Initiativen zu holen, wie den CNFPC das schon teilweise möchte, mit die auch noch massiv auszubauen und auch noch massiv helfen zu gehen. Der Budgetminister hat das gestern gesagt, oder der Finanzminister, pardon, dass der Staat über 1000 neue Arbeitsplätze schafft. Ich bin froh, dass wir Probleme haben an der Berufsausbildung, müsste man doch darüber nachdenken, dass der Staat mehr massiv ausbilden müsste. Engem von dem Herr Kerstinger Viergänger hat für Jahren mit den Gemengen einen Akkord fand, dass die Gemengen sollen für allem im administrativen Bereich Formationen anbieten, dass die Schüler können die 2 Jahre, diese mussten noch an einem Betrieb schaffen können machen. Da sind damals Hilfe gemacht gehen, du hast mich froh, müsste das nicht ausgeweitet gehen, müsste doch mehr massiv beim Staat ausgebildet sein, noch beim Staat Leute mit einem Brevet de Maîtrise, auch beim Staat Leute, die Ausbildung dürfen auszubilden, dass auch da im öffentlichen Sektor, ob man zu lange an der Situation sind, wo wir los sind, auch müsste ausgebildet gehen. Weil wenn wir nicht ausbilden, holen wir denen Leute da alle Chance an alle Möglichkeiten. Da sind ja viele, die sagen, wir brechen die Ausbildung auf, gehen normal arbeiten, und dann machen sie eine Novenskurve noch. Ich kann ja schon so, von 100 aufhängen, haben da 3 ab. Da kommen da 3 bis zum Schluss, weil die anderen NRW
Flammer Lucht verleieren, wenn sie 17 Jahre keine Lust haben, weiß ich nicht unbedingt, ob sie noch den an 20 oder 22 Jahren hoffen, weiterzuführen. Und das ist dafür wichtig für die Leute, viel mehr detailliert können zu enkadrieren. Das tut ja keinen Wert, dass man schon mal ausbilden. Dass die Leute nur so, ich fand ja sowieso nicht, weil das gibt ja auch noch ein anderes Problem. Die fallen an Armut, die kriegen Probleme an der Sécurité sociale, die kriegen Probleme mit der Pension. Und da muss man die Summe durchschläfen. Es ist nicht besser, da die nächsten Investor zu machen, für denen da können zu helfen. Können wir da nicht auch eine Mise au Travail machen? Eine Mise au Travail für Demandeurs d'Emploi, bei staatlichen Verwaltungen, an Administrationen. Und wir werden nicht so, dass die Schwesterstunde überall gut kommen. Und das macht das selbst machen mit unseren Flüchtlingen. Dass auch die Möglichkeit kriegen, sich anzubringen, an so temporäre Möglichkeiten für auch da können wir zu schaffen, und dass wir das sollen auf die Lehrstühle und das zusammen machen. Ich kann die noch weiterführen, mir dann wünsche ich mir alles weg für die nächste Woche, wo ich mit dem Herrn Kerschmann an der Chambre, wo eine Aktualität geplant ist, über Chômage und Hilfe für Mittelstand, da will ich dann nachher darauf zurückkommen. Ich will aber sagen, dass wir hier alle zusammen müssen, der Tag gehen, dass aus der Gesundheitskrise, aus der Wirtschaftskrise nicht eine Sozialkrise androht, und das Armutsrisiko, den zu Lützeburg schon relativ hoch ist, nach mehr werden Blut gehen, relativ hoch am internationalen Vergleich. Ich erlaube mir aber noch auf zwei Sachen, die gestern diskutiert haben, anzugehen. Das sind die Leute, oder nicht die Leute, mein Kollege Schilroth hat das eine fantastische Einkehr erklärt, Stock Options. Ich will das letzte Mal Sozialistische Arbeiterpartei daran erinnern, dass schon 2012, 2013 an dem Park, wo er angeschafft ging, wo da nicht zu der Umsetzung kommen ist, weil Neuwahlen kommen sind, ein Akkord ging zwischen zwei Leuten bei der LSAP, die in der Zwischenzeit am Staatsrat sitzen, nämlich Herr Bodri und Herr Lux, und zwei Leute auf CSV-Seite, nämlich Michael Wolter und ich. Das waren die zwei Parteipräsidenten und die zwei Fraktionspräsidenten für das Stock Options am Kader von dem Sanierungspark, den 2012, 2013 nur den Budgetsdebatte stattfand wird, für das man die Stock Options soll rüber sein. Ich will just daran erinnern, weil heute mal verschiedene sozialistische Kollegen fanden, wir hätten aber relativ lange gebraucht. Ich will just sagen, wir waren als 2012 erwähnt, die zwei Parteien für zu machen, durch die Wahlen also nicht mehr dazu kommen. Dafür sind ich aber überrascht, dass da ganz 9 Jahre gedauert wird, bis dann endlich etwas könnte. Mich felicitieren, aber dass nur den 9 Jahren dann noch da endlich das leidige Thema, ich will nicht so vom Tisch aus, mir das leidige Thema angegriffen wird. Herr Juncker und Herr Frieden hat nicht ein bisschen ähnlicher Sache gehabt wie Herr Spautz und Herr Wolter. Und den Herr Lux und Herr Bodri. Ja, richtig. Ja, richtig. Genau, das ist richtig. Herr Lux und Herr Bodri waren immer darüber erzählt, dass sie das nicht doof schaffen. Herr Spautz und Herr Wolter sind nicht nur in einer gewissen Zeit gehen, und Herr Juncker und der Friede wären nie der Meinung. Da will ich auch sagen, dass es wichtig ist, dass wenn wir von Chômage schwätzen, dass wir auch über all die Diskussionen schwätzen, die sich beim Revis, beim ONIS, bei all den Verwaltungen undichten. Weil auch da stellen wir immer fest, wir haben das Gesetz zwar noch nicht ganz lang, da wissen doch, dass wir damals nicht von Frieden und Not gesprungen sind, aber das ist doch wichtig, dass wir das Gesetz schnellstmöglich auf die Liste stellen, ein Bilan machen. Wir hatten aufgemerkt, wir geben noch ein paar Jahre ein Bilan machen. Wir hatten auch damals nicht aufgemerkt, dass eine Covid-Krise kommen. Aber das ist wichtig, dass das schnellstmöglich auch die Mesuren auf den Tisch geholt gehen, weil wenn sie noch nicht direkt, mit spätestens nach 6 Monaten, wenn das alles geschieht, ohne den Teufel auf die Mauer zu holen, dass dann des Jahres der Chômage an alle guten die Geschichte nach Werte massiv an Blut geht, dass wir da gewappnet sind, für den der Leute können zu helfen, und für das kein Mensch wird durch den Sift fallen. Der Damen und Herren, die Freunde, ich könnte noch lange weiterführen, aber wenn ich auf Dauer gucke, ich muss nach 2 Kollegen Zeit überlassen, so will ich euch merci sagen, und dann mein Appell auch, dass wir alle zusammen sollen auf eine Abwertung vom Parlament schaffen und dass wir nicht Lobemol einfach als Parlament von der Regierung überrennen lassen, weil das nach immer die Chambre die nächste Prüfung ist. Die Chambre soll die Regierung kontrollieren, und nicht die Regierung die Chambre. Vielen Dank.